Das Mikrolabel aus der Region für die Region wünscht gute Unterhaltung bei SRF bei den Leuten. Heute gehen wir zum Weisskäufer, oder? Und dann nimmt es mich endlich mal Wunder, wer da geschnitzt hat. Da. Und dann wäre ich dann schon froh, dass sie den da langsam verkaufen können, oder? Am Fuß vom Sentis, in der mystischen Landschaft vom Appenzell, gut versteckt hinter den Hügeln, liegt Schwellbrunn, die höchste Gemeinde von Appenzell-Ausserrhoden. Ein Ort, wo die Traditionen noch gelebt werden. Eben das muss man selber erleben, das kann man nicht so recht beschreiben. Es ist die Heimat von 1500 Einwohnern. Es sind so viele Gleichgesinnte, viele Bauernleute. Aber auch für die, die etwas anders sind, hat sie einen Platz. Es ist einfach eine Reise, die man geht, oder? Hier ist man füreinander da. Tschüss, danke. Ich denke, je kleiner das Dorf ist, desto spezieller ist das Dorfleben. Das ist SRF bei den Leuten, unser Dorf Schwellbrunn. Das Bauernpaar Edi und Susi Gantenbein macht fast alles zusammen. Und immer, wenn sie Zeit haben, gehen sie an ihren Lieblingsplatz. Auch heute, bevor sie die Kühe eintreiben. So. Haben wir es ja geschafft, he? Unten am Hügel liegt ihr Hof. Im Hintergrund sieht man von hier bis auf Schwellbrunn. Fast ein bisschen Kraft hier oben, wenn wir einmal hier oben arbeiten und fertig wären oder bevor wir runtergehen, dann hocken wir immer noch dafür und schauen noch rundherum. Ja, das gehört einfach dazu. Gehört Ja. dazu, Das ist wie so ein Ritual. Oder im Sommer am Abend noch schnell dafür und ist einfach schön hier. Ja. Auch wenn es schön ist hier oben, die Hügel sind tückisch. Vor ein paar Jahren ist der Edi mit seinem Transporter in diesem Gelände schwer verunglückt. Ja, ich bin einfach zu Gech gefahren. Und dann hat es auf einmal der Hinterwagen gekommen, hat es mich dreimal überkehrt und wie im Schüttelbecher ins Loch ab. Und ja, das ist so ein Moment, den man nie mehr vergisst, weil ich das Leben lang nicht mehr. Und es ist noch schlimmer gekommen. Ich hatte wirklich keinen normalen Fleck mehr. Mehr war alles blau, voll Scherben. Und dann einfach vom Überkehren, da habe ich lange gemerkt, die Pötsch. Und dann ein Jahr später hat es mir noch mit dem Traktor vorgerutscht. Und dann habe ich die Schulter kaputt gemacht. Deshalb hat uns dann schon lange umgekippt. Platten drin gehabt, dann konnte ich auch nichts mehr machen. Ja, und nachher war halt dann einfach die Angst da. Das war dann ein bisschen schlimm. Gell? Also du hast keine Angst gehabt, aber ich hatte so Angst. Ja. Kaum mit Türen rumfahren, ich hätte sie schon wieder gekippt. Ja, ich hatte schon das Gefühl, das war ein bisschen schlimm, weil ich einfach wirklich Angst hatte. Es passiert wieder nichts. Ja. Gleich, ja. Aber man muss ja dann wieder weitergehen. Ja. Klar hat sich Susi Sorgen gemacht. Die beiden sind seit 27 Jahren verheiratet. Immer noch glücklich. Ja, wir lassen einander auch ein bisschen halt nicht so gerade sehen. Du musst den Partner also nehmen, wie er ist. Oder? Da durch, komm. Ein Weiblein, komm. Vor kurzem hat der Künstler und Sammler Matthias Krucker, der Koch, in einem Brocki ein Käsebänkchen gekauft. Dort hat man ihm gesagt, es käme von Schweden. Das glaubt er aber nicht. Oh, leck mir am Arsch. Weißt du?
Weil er sicher sein will, woher es kommt und was es für einen Wert hat, geht er zu einem Experten. Ein Köbeli dort ist ja geschnitzt, oder? Und jetzt müssen wir mal schauen, ob er da herausfindet, wer da geschnitzt hat, oder? Und dann wird es eben interessanter. So, ja. Im Appenzauer Sennentumladen in Herisau, beim Alfred Welten, hofft er, etwas mehr zu erfahren. Hallo. Alfred. Im Brockhaus, als ich es gekauft habe, haben sie gesagt, ja, das sei sehr wahrscheinlich von Schweden oben runter. Und ich habe dann irgendwie gedacht, ja, ist eher Toggenburg oder Appenzell, oder? Ja. Was meinst du da dazu? Ja, da, schau, da hat es auch so ein Herz. Ja, wo da anfahren oder auch da rein. Ja. Jetzt, wo Sachen gehört, ist es eine Geschirr vom Appenzeller oder vom Toggenburg. Und weißt du, für was das da war? Ich bin dir nicht ganz sicher. Ja. Hä? Ich sollte es wissen, wie heisst es nochmal? Es steckt da viel Leben dahinter. Das ist irgendeine Technik, die man da machen kann. Die Kugel bringt ja nicht raus. Ja, da haben sie rundum einfach alles rausgeschnitzt. Wir wissen jetzt zu 100%, dass es vom Appenzelland oder vom Toggenburg ist, oder? Und nicht von Schweden. Und eben, was da genau ist, da müssen wir vielleicht in die Schaukäserei auf Stein fragen. Irgendeinen Käse, ja. Und eben wegen dem Motiv, da müssen wir tiefer in die Materie rein, wahrscheinlich, so wie ich jetzt anschaue. Sind aber alle ein bisschen ähnlich. Ja. Ja. So weit, so gut. Aber der Koch will dann noch mehr herausfinden. Trudi oder Johann Jakob Meyer, der Hanjak, sind über 50 Jahre zusammen. 1960 ist ihre erste Tochter Trudi auf die Welt gekommen. 8 Monate, ja, da hat man noch nicht viel. Hast du noch nicht geschrieben? Ja. Da hat man noch nicht viel gewusst von dem Zeug, ja. Und da ist in 13 Monaten, da ist so ein herziges Mädchen, also. Zumal musste ich sagen, also, Nebis ist einfach nicht gut. Hat nicht können hocken, hat sich nicht gedreht, hat nie krosseln, nichts. Sie sind mit der Trudi immer wieder zum Doktor. Mit 2-jährig ist herausgekommen, dass sich ihr Hirn nicht richtig entwickelt, dass sie zerebrale Lähmungen hat. Auf den Fotos sieht man das nicht. Die kleine Trudi ist für die Bilder immer schön gebüschelt worden. Die Geschwister von Trudi sind darauf aber alle gesund auf die Welt gekommen. Wir haben hier noch so den Haar gekippt. Ich hatte noch mehr Haar, da haben wir gekippt und nochmal loslassen. Oder eben die einen Kinder hat sie ja da, wenn sie es im Haar verwünscht hat, hat sie gekippt und an der Seite geschaut und nicht mehr loslassen. Ja. Und dann Sockenfreude gehabt. Also das ist die Mutter. Mit etwa 5 Jahren hat sie die Türen in einen heilpädagogischen Kindergarten auf St. Gallen. Da ist sie abgeholt worden mit dem Taxi, ist wieder hergeführt worden mit dem Taxi. Aber Knut ist etwa 1,5–2 Jahre in den Kindergarten, aber nicht am Fortschritt. Dann hätte sie eben lernen spielen. Sie hat ja nie gespielt. Oder hat sie so wie ein Klötzchen aufeinander biegen oder etwas, wo dann eben auch schwätzen hätte kommen. Sie hat ja nie einen Buchstaben können sagen, nie ein Wort. Zu den zerebralen Lähmungen sind auch noch epileptische Anfälle gekommen. Und dem vorzu sind dann auch die Anfälle mehr auftreten, die Epilepsie. Ich habe sie den Türen ins Waldheim gegeben, im Rechtobel. Das ist ein Heim für Gebrechliche. Die beiden haben die Tochter im Heim so häufig besucht wie nur möglich. Schön, wie sie hatte. Mit 24 ist es mit der Gesundheit von der Trudi plötzlich bergab gegangen. Und dann hat sie zumal Probleme bekommen mit dem Schnuff. Am Morgen haben sie telefoniert, Trudi sei gestorben. Und da mussten wir sagen,
Gott Lob und Dank hast du die Türen sterben. Also wirklich, hätte ja nichts können sagen, ist ein schweres Leben gewesen. Ja. Aber wir sind dann dankbar gewesen, dass wir noch 4 gesunde Kinder haben. Auf dem Bauernhof von der Familie Gantenbein, ein bisschen ausserhalb des Schwelbrunn. Der Edi Gantenbein überlässt den Hof heute Morgen seinem Sohn, dem Edi Junior. Der Edi hat im Dorf mit seinen Kollegen abgemacht. Okay. Hoi. Genau. Hoi Thomas. Hoi Edi. Hoi Edi. In seiner Freizeit ist der Bauer nämlich auch noch Sänger im Feuerwehrchörli. Heute geht es an einen Auftritt im Dorf. Aha. Die sind da schon. Ja, das ist das Hobby. Noch ein bisschen Hobby braucht man. Und den Leuten ein bisschen Freude machen. Gerade so das Altersheim singen ist natürlich dankbar. Jetzt etwas trinken, alles andere ist Leberwurst. Da muss man löschen, da muss man löschen. Also das Feuerwehrchörli, da gehört mehr etwa da oben. Wenn wieder einmal ein Anlass ist da noch jemand dabei. Das ist also wirklich etwas Schönes und ist schön zum Hören, wie sie heute machen. Singen ist nicht das einzig Wichtige im Feuerwehrchörli. Prost. Die Rolle haben sie Wir singen schon 20 Jahre miteinander und Feuerwehr gemacht miteinander. Das ist schon einfach Kameradschaft, das ist schon da. Und viel, bei einem Festchen, auch wenn wir vorher singen. Seit knapp 2 Jahren sind Richi Steinmann und Dida Moriasi die Pächter der Bäckerei im Dorf. Sie haben sich in Kenia lernen kennen. Vor Schwelbrunn haben sie im Berner Oberland gewohnt. Dorthin machen sie einen Besuch. Als Mitbringsel gibt es natürlich Brot. Und ich habe sehr gut Bekannte und Kollegen dort und ja, ist sicher gut. Der Weg führt am Brienzensee vorbei, bis auf Hofstetten. Dida fühlt sich wohl in der Schweiz. Aber Kenia vermisst sie manchmal schon ein bisschen. Ich liebe die Schweiz a lot. Aber ich liebe auch Kenia mit alles Skills and everything und alles. Aber das ist zu Hause, kennst du? Es ist, die Feeling ist nicht gleich. Wenn ich bin zu Hause, it's very nice und Dida sagt, Kenia sei halt ein Teil von ihr. Wenn sie dort sei, sei das ihre Heimat. Aber wenn sie in der Schweiz sei, dann gefällt ihr das auch. Alles ist super und funktioniert hier. I enjoy Switzerland and I enjoy the quiet, the cleanliness, everything is functioning and In dieser Bäckerei hat der Richi vor Schwelbrunn gearbeitet. You're an old woman. Yes, I'm an old woman.
Danke. Hoi. Ciao, Ida. Hoi. Sali, hoi. Wie geht's gut? Mhm. Ja, alles gut. Alles gut? Ja. Super. Du auch. Sali, sehr So? Seid ihr fit? Ja. Für die Ida hat sie hier keine Arbeit gehabt. Darum haben sie sich vor 2 Jahren für die Bäckerei zu Schwelbrunn beworben. Und ihr habt noch gut eingelebt und alles gut? Ja, ja. Hä? Ich bin zufrieden. Und hast du jetzt schon gelernt, Skifahren? Nein, ich lerne diese Jahre. Wenn Jahr? Ski kann. Aber sicher. Ja. 20 Sorten in einem Päckchen. Zu Schwelbrunn haben sie sich schnell eingelebt. Und dass die da auffällt, war fast nie ein Problem. Die ganze Zeit, ich war in Schwelbrunn, eine alte Frau hat gekommen und boom. Ah, dann ist sie gegangen. Sie wieder gegangen? Ja. Das ist aber im Dezember. Ja, aber das ist eine Person. Die ganze Zeit, ich bin in Schwelbrunn, so ist ganz nicht schlecht. Und Wenn man dann schon gerade da ist, dann kann man ja auch noch gerade ein paar Meranken für die Bäckerei zu Schwelbrunn mitnehmen. sonst kann ich noch mehr machen auf nächste Woche. Ja, das ist gut. Hä? Ja, nächste Woche. Neue Kiste, farbig oder gemischt? Gemischt. Ja, Gemischt. gemischt die Fabrik. Die Fabrik Also ist noch besser. trocken gemischt? Ja. Mal, das ist gut. Okay, super. Der Reiche ist in Kanada aufgewachsen. Er weiss, wie es ist, wenn man sich integrieren muss und warum das seiner Frau leicht fällt. Die ganze Person, ihre afrikanische Offenheit. Das hat ja ganz Schwelbrunn hat das erfasst. Und sie hat einem gefangen in dem Sinn. Ohne dass sie einem überhaupt anlenkt. Da will man mehr wissen. Und dann habe ich dann mal einfach gedacht, jetzt gehe ich einmal zu der in den Laden. Freundlich gesehen, dann empfangen mit dem Lachen und eine herzliche Bedienung. Dann geht es noch schnell zum Haus, wo die beiden hier 2 Jahre lang gewohnt haben. Ein bisschen sentimental wird die da gleich. Das ist, wo ich habe angefangen, mein Leben in der Schweiz. Ja, ich vermisse das. Ich habe manchmal mähen. Wie heißt das? Aha, Rasenmähen. Ja, Rasenmähen. Das war gut, wenn schon Wetter ist und so. Ganz an einem anderen Ort, im Appenzellischen Stein, ist der Künstler Kuck gäng noch mit seinem Käsebänkchen unterwegs. Er hofft, dass er im Appenzeller Volkskundemuseum herausfindet, für welchen Preis er das verkaufen kann. Grüezi. Ja, grüezi wohl. Sie sind der Herr? Gemperli, Museum, grüezi. Ich bin der Kuck von Schwelbrunn. Hallo, Benno in dem Fall. Freut mich, Kuck. Ja, hoi, Benno. Hoi. Ich habe hier den Bänkchen gekauft. Gerade hier durch die Türen durch. Pass auf den Kopf auf, ist nieder. Aber ich würde sagen, wir gehen doch mal zu der Althütte. Ja, schau, da hinten. Da siehst du nämlich gerade noch mal ein Bänkchen. Weißt du, stellt sich mal daher, dann musst du es nicht ewig rumtragen. Gell? Wenn du es drauf bringst. Genau. So. Dann ist ja da so eine Art ein Kultobjekt. Es war ein Gebrauchsgegenstand in erster Linie natürlich. Man hat den Käse, wenn er nach dem Käse im Käse fertig ist, hat man den mit einem Käsetuch, mit einem Käsefetzen, wie wir sagen, rausgenommen, hat dann ein bisschen abtropfen lassen und hat die Form, die Masse vom Käse mit dem Tuch hier in die Form hinein. Und dann tropft da natürlich die Molke raus. Und darum hast du hier vorne einen Schnabel, wo du ein Köbel anhängen kannst. Ein Tropfeimer, wie wir dem sagen. Und dann hast du das Käsehölzchen rein tun, dass beim ersten Mal, bevor du das erste Mal den Käse kehrst, die Molke besser abfließt, weil es da noch so wie eine Einbuchtung gibt. Ja, das ist noch interessant. Und für was ist denn das Kügel da oben rein? Das ist eine reine Verzierung, dass man den Obersteil von dem Hölzli, weil in Gebrauch ist natürlich nur da, wo da bis an die Oberkante geht, respektive je nach Höhe vom Käse bis jemand durchkommt oder so. Ja. Der ganze Rest ist die künstlerische Freiheit. Da hat so ein Herz. Genau, die künstlerische Freiheit vom Beiskäufer, wo die Sache dann hergestellt hat. Also ist jetzt etwa 100 Jahre, so wie ich da anschaue. Kann das sein? Ist Wellenweg nicht schlecht. Wahrscheinlich ist es fast noch ein bisschen mehr. Ja gut, du, danke vielmals für die Auskunft. Jetzt gehe ich natürlich weiter. Und ich
Ich finde schon einen Grund für das Bänkli, oder? Gell? Es wird eher teurer als billiger, weil ich immer mehr merke, was das für eine Schweizer Kultur-, Volkskunstarbeit ist, oder? Ja. Wertvoll ist es also, das Käsebänkli. Jetzt braucht er nur noch einen Käufer. Das ist der abgelegene Hof Zwicker zu Schwellbrunn. Oh, jetzt gehen wir die Tanzapfen sammeln, gell? Bis vor 9 Jahren haben hier der Hanjak und Trudi Meier gebaut. Daraufhin hat der Sohn übernommen. Trudi ist heute mit 3 von ihren 14 Grosskindern auf spezieller Mission unterwegs. Ja, wir nicht so pressieren. Ich mag nicht noch. Oh. Heute geht es in den Wald. Trudi ist immer für ihre Grosskinder da. Wir machen noch ab und zu etwas. Manchmal gehe ich auch fort mitten. Oder mache einen Spaziergang auf den Sitz oder in die Landschäde. Und, gell? Mache ich mir 4 miteinander. Gell? Mit der Muli bin ich auch schon auf Basel, im Zoo. Ja, ja. Aber Skifahren gehen wir nicht mitten. Selbst sind wir nicht gewandt. Und baden kann ich auch nicht mitten. Das müssen dann wieder andere. Heute geht es aber um die Tanzäpfel. Die haben dann noch einen grossen Auftritt. Sie kommen ans Gewändli von den Silvesterkläus. Wird man schön öffnen. Man nimmt und zupft da die Dinge raus. Dann hat man da so ein Schößchen. Und dann kann man die so auseinander oder so ein Muster machen. Trudi findet, Schwellbrunn sei perfekt zum Aufwachsen. Sie können hier in den Wald oder am Winter können sie am Haus Ski fahren oder sonst etwas machen. Mit dem Velo können sie umeinander radeln und dann haben sie wirklich herrlich. Tun wir mal ein Stück so und nachher nehme ich es in den Lee. Geht es so? Magst du es, Adrian? Sonst kannst du mir schon noch eine Tasche geben. Bis die Gewändli fertig sind, gibt es noch viel zu tun. Trudi genießt aber jede Minute mit ihren Grosskindern. Klar, wenn sie grösser sind, sieht man es noch mehr viel. Wenn sie jünger sind, wenn sie kleiner sind, sieht man es mehr, oder? Aber wenn sie grösser sind, dann haben sie andere Interessen wie die Grosseltern. Vielleicht können sie es mal wieder ein bisschen mehr, ich weiss es auch nicht. Ist verschieden. Je nach die mehr können und die haben halt andere Interessen. Aber das ist ja logisch. Langsam geht es in die Adventszeit. Wie jedes Jahr wird Schwellbrunn sozusagen das Skyline beleuchtet. Wer im Dorf wohnt, muss dafür am Abend seine Lichter einstecken. Auch Trudi. Es ist hämmelig, wenn da im Advent bei allen Häusern die Lämpchen brennen. Und mir gefällt es noch, aber geht ein bisschen zu lang. Ich würde sagen, wäre gleich, wenn es also Anfang Januar gegen 3 König ausziehen. Aber sie wollen es all drin haben bis am alten Silvester. In Schwellbrunn feiert man nämlich 2-mal Silvester. Einer, der auch für die Gewändli der Silvesterkläus arbeitet, ist der Walter Sturzenegger, der Sohn der Ochsenwirte. Er arbeitet mit seinem Grossvater am Semi Frick an den Hüten. Du kannst da nur so bis in den Hals direkt einfach. Noch Kanten nicht so. Ja, gut. Ja, da. Den Hals her.
Jetzt bin ich gerade für die ganze Klausengruppe mache ich hier Gäse und Mannsgöckel sind einfach. Das Thema ist insgesamt die Gässchau. Wir sind 8 und dann ich einfach versuche schnitzen und die Zeit dann manchmal auch mit dem Hut weitermachen, wenn ich dann halt am Schnitzen bin. Holzmessen, Alter. Hast du da bei der Gasse schon eine Fläschchen gebraucht, oder? Also daheim jetzt? Ja, bei der Gasse. Käse? Käse gebraucht. Der Sammy Frick gibt sein Wissen gerne weiter. Dann kannst du auch wieder so wegnehmen. Ja, ist schön, ja. Mich freut es, dass für Klausen, für den Klausenschuppen, dass sie das Hüb machen und dass da die Gäste auch drauf sind. Und mich freut es riesig, ja. Wie die Silvesterkläuse aussehen, das ist aber noch streng geheim. Ein paar Leute haben es zwar schon gesagt, aber konkret dürfen die noch nicht gesagt werden. Das ist auch bei den Erwachsenen der Nase. Und ja, ich will es noch nicht. Das ist halt eine Überraschung. Das Licht musst du anschauen, dass du nicht zu weit durchkommst. Ja. Etwa da durch so. Eine nicht. Für alle eine, oder? Hallo? Hallo, ihr seid ja schon da. Ist gut, gehen wir. Ja, sind sind wir alle, ja. Bei der Familie Gandenbein steht ein Abschied vor der Tür. Darum veranstalten sie mit ihren Kindern und denen ihren Schätzen ein Waldfondue. Ja, das kennt man nicht, den Waldfondue. Das haben wir noch nie gesehen und noch nie genossen, nichts an. Aber es ist sicher noch etwas Spezielles. Richtig schön, ja. Also. Du, die ist schon verkleidet. Jetzt müsst ihr aufpassen, dass ihr keine Glosen verwischen. So, hast du Immer Korb. das Geschirr? Da, schau, Sandra. Mal schauen, ob es überall Holz hat. So, jetzt ist gut. He? Ist schon schön, die ganze Familie beieinander ist. Oh, das ist schon schön. Und jetzt vor der Weihnacht sowieso. He? Nachher geht im Bub, nachher die Buben auch noch Ferien. Nein, ja, ist noch schön. Ja. Noch ein kleiner Abschluss. Noch. Oh, Das ist gar kein Korb. Tochter Corinne geht auf Adelboden in Service arbeiten und die beiden Söhne Edi und Andreas verreisen ein halbes Jahr zusammen auf Neuseeland. Nur nicht einmal laufen. Nein, ist schon noch nicht so heiß, aber ist fein. Verbrennt das Maul auch weniger. Au. Du musst auch da hinten ja später. Ja, rausgenommen. Die hat der Grossvater gesagt, ich darf Mikro. Mutter, du musst Mikro. Sie wissen nicht, was machen mit der Wäsche. Das ist noch schön, oder? Gut wäre aber nicht. Einfach immer wieder Neues kaufen. Ja, das ist doch schön. So weltoffen sind wir. Gespässli hin oder her. Ganz leicht fällt es aber der Mama Susi gleich nicht. Das ist schon ein bisschen speziell, ja. Jetzt bin ich mir gewöhnt, dass ich bin so ein bisschen gluckere, dass alle ein bisschen sind. Aber jetzt ist so viel los, mir ist es noch gar nicht so recht bewusst. Ich denke, das kommt dann erst, wenn sie dann wirklich nicht mehr da sind. Ja. Man muss sie auch wieder gehen lassen, dann kommen sie auch eher wieder. Wenn man zu fest klammert, dann ja. Noch gerade ein paar Tage sind die Jungen aber da.
Der Ochse hat heute zu. Die Familie Sturzenegger macht einen Ausflug. Das Metzger- und Wirtepaar Peter und Annelies arbeiten viel. Da zählt jede freie Minute mit den Kindern. Wir gehen nicht viel fort, aber gern. Mit der Familie. Und wenn wir fortgehen, gehen wir mit der Familie fort. Dann müssen sie im Restaurant hocken, manchmal bis wenn ich alle Nacht und am Morgen früh sollte es wieder anfangen, oder? Und sollte noch freundlich sein mit den Leuten und ja. Der Vater von der Annelies, der Sammy Frick, holt die Familie mit seiner Kutsche ab. Mit dem Gepäck alle Gotten und Göttikinder von Peter und der Annelies. Die haben sie auch noch gerade mit eingeladen. Du musst halt gleich klemmen, da andere shoppen. Und dann wieder die Händchen an. Nein, und dann schön auf der Seite nie tun. Wischst du an. Schön an. Passend in der Adventszeit will die Familie eine Krippe in einem Stall außerhalb des Dorfes besuchen. Also ich probiere jede Minute, wo es geht, mit der Familie zu verbringen. Mir denke, das wird auch estimiert von der Grofen. Also bis zum Ueli, die können dann alle noch gerne mit, oder mindestens gehen sie so zu merken. Und das sind manchmal, also meistens sind das ganz banale Sachen, aber die sind schon sehr wichtig. Also ich denke für uns alle. Das Zäuerle, also das Jodeln, gehört bei Sturzeneggers bei jeder Gelegenheit dazu. Chef, leg mal Chef! Auf dem schlechten Wetter lässt sich die Familie den Ausflug schon gar nicht verderben. Wir haben nicht viel gesehen bis jetzt, aber allein schon miteinander fortgehen und dass wir mit Ross und Wagen fort, das ist schon speziell. Das langt dann auch schon zum ein bisschen, ja, Freude an. Leg mal den Esel da, da musst du schnupfen. Willst du anschauen, den Esel? Ja. Den mal legen. Da ist Weihrauch, schau. Und dann schmeckt das. Und da? Und dann kann man da so hinlegen und dann schmeckt es gut. Für die Jugend. Nicht nur beim Arbeiten als Metzger und Wirtfamilie bringen Sturzeneggers Verschiedenes unter einen Hut. Auch privat sind sie gut organisiert. Und darum wird der Familienausflug auch gerade zum Götti-Tag. Das ist wirklich nicht viel, dass wir mit der Götti-Grofen fortgehen. Ja. Das ist gerade eine Gelegenheit, die haben auch frei gehabt, mal am Rösseln. Aber so alle zusammen haben wir noch nicht gehabt. Am nächsten Morgen ist der Sammler, der Kuck, wieder unterwegs. Das Mal geht es zum Weissküfer. Das ist einer, der aus Ahorn und Tannenholz Arbeitsgeräte für Bauern macht. Der Kuck hofft, dass er hier sein Käsebänkchen verkaufen kann. Hallo? Hallo? Ja, Reifler. Ja. Ich muss Ihnen da etwas zeigen. Stell jetzt gerade hier auf die Hobelmaschine. Jawohl. Ich war schon überall mit dem Käsebänkchen, oder? Bis jetzt hat noch keiner können sagen, wer da geschnitzt hat. Also die Schnitzerei ist traditionell, eindeutig. Zu dieser Werkstatt aus kommt es nicht. Da bin ich jetzt gerade eindeutig sicher. Ja. Aber dann weisst du nicht, wer da geschnitzt hat. Da ist mir jetzt gerade aufgefallen, da steht Anton. Mit der alten Schrift. Komm, ich gehe das Buch gleich einmal noch holen. Josef Anton Breitenmoser.
Also dann hätten wir dann eventuell langsam, schau da, Josef Anton Breitenmoser. Und da ist der da. Mhm. Der haben wir. Ja, schau mal, 1861, 60 bis 1916. Genau. Der würde auch passen mit den 100 Jahren. Ja, der Breitenmoser war ganz sicher ein Innenrödler. Ja, du meinst, ist der vom Breitenmoser? Eher. Hä? Ja. Da auch die Rändli-Sachen, die hier noch also geschnitzt sind. Und wüsstest du, wer da so etwas sucht, oder weniger? Hättest du Interessen oder so zum Ausstellen, oder? Weil ich verkaufe da wieder, weißt du, die haben nicht so viel Platz, oder? Schon? Ja, dann werfst du etwas anderes fort. Da gehangen. Voilà. Jetzt, so wäre es komplett. Und da natürlich noch drin. Aber da wäre jetzt auch schön für dich zum Kombinieren, oder? Deine Köbel mit dem Antiken, also neu, Ja. Und dann könntest du da ausstellen. Ja. Ja, du, wenn du ums Verraten willst, loshaben. Und ich denke, die verkauft etwa für 250 Stutz für alles. Das ist nicht zu viel, oder? Nein. Also gut, machen wir es. Ich kaufe das ab. Ja, ist gut, ja. 250 Stutz? Ja, ist gut. Also gut. Gut, danke vielmals. Ja, gerade noch das Geld geholt. Ja, merci, ja. Es geht halt manchmal eine gewisse Zeit, bis man den Kunden findet, der da Freude hat, der das schätzt, oder? Und heute ist alles so schnelllebig. Die meisten sagen, da kannst du im Regal, da gibt es noch mehr von denen und so, oder? Aber ja, man muss einfach auch etwas Freude haben, dann wirkt auch irgendwie. Dann kommt man auch etwas über. Und wenn ich jetzt natürlich da schon nicht selber schön finde und so, der Bänkli, dann kann ich es auch nicht verkaufen. Das ist so wie ein Naturgesetz. Und wenn ich etwas habe, dann schätze ich das und dann tue ich es natürlich auf und nicht ab, oder? Wenn da mir einer sagt, ja, da ist heute nicht mehr gefragt und so, dann lache ich. Und dann denke ich an den Bauer, der da geschnitzt hat, oder, an den Weisskrüff, und dann habe ich wieder tief in Freude, ja. Und jetzt hat es ja geklappt, oder? Habe ich etwas verdient. Und er hat auch Freude, oder? Und schätzt es. Also, wenn du zufrieden bist, bin ich es auch. Herr Wart. Ja, danke vielmals, gell, Hans? Dank. Viel Spaß mit dem Bänkli da. Übrigens weisst du auch, wie da Kügel da reinkommt. Reingeschnitzt, oder? Rauskommt es noch. Ja, das ist rausgeschnitzt, oder? Das ist ein kleines Geheimnis. Ich sage das jetzt nicht, aber es ist einfach ein Kügel. Ja, der Schnitz ist einfach da rundum. Das ist ja nicht so Kunst. Da könnte sogar rein. Wenn ich mich anstrenge, oder? Nein, der Schnitz ist... Kügel darfst du machen, Dreibank. Da. Und nachher? Ja, dann machst du Kannst du hier? Fürcht. Genau. Ich hätte das jetzt nicht gesagt, aber wenn du... Dann machst du es ganz nass und dann spreizt du es... Genau. Das ist der ganze Trick. Etwa 200 Franken hat der Koch jetzt also verdient. Er braucht Weg nicht viel zum Leben. Er hat ja mal ein Auto, aber sonst braucht er sicher einen billigen Lebensunterhalt, oder? Dass er nicht viel braucht. Und in dem Häuschen da hat er, ja, wo man grosse Cs will, Weg auch nichts. Und wenn er auch nicht so geht, man aus dem Leben hockt ja nicht viel in der Wirtschaft und so braucht er auch nicht viel. Zurück auf dem Hof der Familie Gantenbein. Heute ist im Dorf oben der Weihnachtsmarkt. Der Edi hat Holzhunde, Laternen und Bänkchen geschnitzt, die er verkaufen will. Ganz parat ist der Edi noch gerade nicht. Ja, noch Endspurt, dass wir da noch den Bänkchen noch malen. Jetzt ist die Maling trocken, jetzt kann ich ihn da noch mitnehmen. Den Rest habe ich schon wett tun. Aber da kann ich noch mit dem Auto mitnehmen, das geht schon. Wir haben jetzt diese Woche einen Haufen gemacht und ja, immer kommt ihm noch mal eine Idee. Und jetzt ist es schön, ist der Tag da, jetzt, dass wir ins Dörfchen mit unseren Sachen und hoffen, wir verkaufen auch etwas. Ja. Das ist nicht mehr da.
Gantenbeis haben einen eigenen Stand im Dorf. Die Jungen helfen heute noch mit, schon gleich gehen sie ja dann weg. An den Türen haben nicht alle Platz. Der Weihnachtsmarkt ist der Verkaufstag für Gantenbeis. Ich bin ein schlechter Verkäufer. Ich bin froh, dass Susi da ein bisschen macht. Ich wäre viel zu günstig, wir könnten jetzt alle machen. Ja, ich würde nicht so gerne verkaufen. Ja. Es ist nämlich das erste Mal, wo wir an Weihnachtsmarkt sind. Dann ist er am Abend in den Stall, weil er das Gefühl hatte, der geht auch ohne mich. Aber jetzt bleibt er schon auch da und ich würde gerne verkaufen. Ja. Vis-à-vis hat die Bäckerei ohne Stand. Ja, bringt die Weihnachtsatmosphäre. Aber heute kein Schnee. Schade. Die zwei jetzt so würden besser zusammenpassen, oder? Nehme ich die zwei, ja? Und dann machst du den Stiefsäge. Das ist schön. Das ist eine gute Idee. Schon schön, wenn man als eigene Ware sagen und als natürliche Ware, die bei uns auch nicht gewachsen ist. Oder? Ist ja nichts, was man zugekauft hat. Ist alles eigene Ware. Die Wertschöpfung ist doch auch die grösste. Und nicht nur schwach kaufen zuerst. Hoi Susi, machst du gute Geschäfte? Ja, ja. Hast du kalt Hände? Ja, du hast eben noch nicht essen. Ja, man möchte Händchen verleiden, gell? Ja, ist ja an der Zeit, oder? Ich glaube es auch. Ja, ist gescheit, dass wenn alles so dafür geht, oder? Ja, das ist auch nicht normal, gell? Ja, haben schon wunderbare Sachen gemacht. Ja. Und das Trögli ist doch auch schön. Ja, verrückt schön. 4 Abendbänkchen. Irgendwie mehr potenzielle Kunden kommen ins Dorf. Susi hat mit Verkaufen alle Hände voll zu tun. Der Eddie hält sich lieber im Hintergrund. Jetzt muss ich es einfach geschwind so hinterher bringen. Schnell gegangen. Willst du gerade noch? Nicht da. Hast du noch? Obwohl der Eddie kein guter Verkäufer ist, es läuft gut für Gantenbeis. Keine grosse Stunde schauen. Wir sind einfach zufrieden. Wir haben wieder viel gebraucht und leige Leute gehabt, gute Kunden. Und viele eben die gleichen Kunden, die wir alle Jahre haben wir ein bisschen können wieder einmal und mit den Laternen auch, haben wir jetzt auch wieder viel gebraucht. Ja, grüezi wohl. Guck. Hoi, Trudi. Das nächste Mal will Trudi wissen, wie es im Kucks im Haus von innen aussieht. Da fühlt sich jede Frau wohl sofort da rein. Hey, Abstauben sollte schon mal. Nein, das ist eben zum Teil fasziniert mit so Zeug. Wenn du siehst, die Leute Skifahren gehen, dann du denkst, oh mein Gott, das ist so einfach. Die Ida erfüllt sich einen langen Traum. Sie lernt Skifahren. Und das Dorf ist im Klausenfieber. Schon ein bisschen schwer, ja. Und dann halt warm, oder? Das und mehr Geschichten aus Schwelbrunn gibt es nächsten Freitag bei SRF bei den Leuten, unser Dorf. Sie sahen SRF bei den Leuten mit «Aus der Region für die Region», dem Mikrolabel für regionale Produkte.